So, die neuen Spieler sind erinnert. Also besser gesagt, angekommen. Und ich habe schon ein bisschen einbastelt. Also zum Beispiel Dodo. Haben wir denn eigentlich irgendwelche Angebote? TOT steht da auf der Transferliste. Den mag aber keiner. Wir wollen ja eigentlich auch nicht. Weil ich finde, der spielt überhaupt nicht gut. Den könnte man eigentlich auch mal drauf tun. Und den da unten genauso. Wir schauen nochmal einer in die Liste der Ziele. Ja, da sind halt viele Classic-Spieler noch dabei. Wie zum Beispiel Andi Brehme. Oder Willi Sagnol, wird wahrscheinlich auch noch der eine oder andere kennen. Barnetta. Auf der linken Seite, der war zum Beispiel der stärker als Gutierrez. Wollen wir uns den noch zulegen? Ich merke mir nochmal. Callejon, aus Spanier, auch sehr vielseitig einsetzbar. Paul Breitner, allerdings nicht mit der Originaltextur. Also wie wir sehen, es schaut immer richtig geil aus, die Texturen von den Spielern. Also man kennt es vom Gesicht einfach auseinander. Das finde ich ist bei FIFA 2013 nicht der Fall. Da schauen die einfach so hickhaut hin. Also so hickhaut aus. Und ich weiß nicht, da schaut jeder ziemlich gleich aus. Und die unterscheiden sich nicht groß. So, also das nächste Spiel ist FA Cup. Das heißt K.O.-Spiel. Und da sollte man wahrscheinlich eher nicht verlieren. Ansonsten sind wir nämlich weg vom Fenster. So, das wird klanger. Oscar bleibt erstmal auf der Ding draußen oder kommt der einer? Oder wir springen gleich ein bisschen offensiver, kann man eigentlich auch machen. Nehmen wir mal Florenzi mit. Den neuen Mann. Gut, und so starten wir jetzt ins Viertelfinale des FA Cups im Royal London Stadium. Und ich hoffe, wir zeigen diesmal mehr Leistung als gegen Aston Villa. Das war ja eine Katastrophe. Und eine weitere Katastrophe können wir uns nicht leisten. So, Anstoß, Viertelfinale. Gutierrez. Und die haben JJ Okocha. Aha. Den kennt vielleicht der eine oder andere noch. Der hat einmal bei Eintracht Frankfurt gespielt. Und hat dafür für die ein legendäres Tor geschossen gegen, ich glaube, Karlsruhe war das. Ja, das war ein Spieler, der hat eigentlich nicht gerne abgespielt. Der hat immer erst gerne alles Lutz gemacht. Ja, da bleiben wir hängen. Gibson. Immer noch Gibson.
Gut, der andere war im Abseits. Und Dembaba klärt. Und jetzt muss ich mich schnell mal einstellen. Pass auf, und zwar... Was haben wir denn da? Ist ja manuelle Führung haben wir. Auto klären haben wir an, das ist gut. Das heißt, dass die Spieler, die wir nicht steuern, auch den Ball weghauen. Ist natürlich hilfreich. Und Krul mit die Fingerspitzen noch. Erste große Chance. Keine Ahnung, wer es war. Aber es war gefährlich. Ecke Okocha. Ja, klar, dass unser Foul zählt und bei den anderen wieder nicht. Ist er wie so oft immer das gleiche. Ja, gelb für Kabay. Das heißt, er muss jetzt etwas vorsichtiger antreten. Dodo. Ben Arfa steht da hinten. Warum steht der da so weit hinten? Da ist er gar nicht so gut anspielbar. Ja, der war abgefälscht. Ecke. Nächste Ecke. Ich glaube, der Typ da mit dem Afro, der macht uns noch richtig Probleme. Und Krul wieder mit den Fingerspitzen. Irgendwann geht die schief, die Sache. Und er hat den gut aussteigen lassen. Ja, kommt leider nicht an. Weiter Sushi gewinnen. Und Dembaba, jawohl. Das hat er doch richtig geil gemacht. Und das Tor war aus dem Nichts entstanden. Da setzt er sich gegen 3 Mann durch. So, pass auf, nochmal zurück. Ronaldo. Setzt zum Dribbling an. Lässt den einen aussteigen. Der zweite hat auch keine Chance. Passt dann. Und Dembaba mit seinem linken schlechten Fuß. Haut den ins Tor rein. Jawohl. Und wir führen. Das ist ja schon mal ganz gut. Gibson. Das heißt, die anderen sind jetzt unter Zugzwang.
Es gibt Einwurf für uns. Ach, Ronaldo ist auch geschlagen. Also wir haben Zeit, wir uns pressiert es nicht. Wir können da ruhig rumspielen. Dodo. Nächste Ecke. So, und Mutscher hat den. Was war das jetzt? Achso, abseits. Ich hätte schon gemeint, das war wieder Foul gewesen von uns. Ja, der große Typ da. Velaine, keine Ahnung wie der heißt. Der hat einiges drauf, weil der ziemlich oft am Boden ist und die Bälle fleißig verteilt. Ja, zur Halbzeit führen wir erst einmal. Und es renkt mittlerweile. So, Ronaldo ist auch geschlagen. Ich glaube, wir dann lieber ober. Weil wenn er nochmal gescheit abkriegt, verletzt er sich vielleicht noch schlimmer. Zudem ist er nicht in Bestform. Ja, und somit kann unser neuer Mann gleich mal sagen, was er kann. Destro aus Rom ist er gekommen. So wie Florenzi und Dodo auch. So, wunderbar, gleich mal ein Fehlpass. So, ganz gut gemacht. Oscar. Destro. So, super gemacht. Aber das war nicht so gut. Barkley. Ja, wunderbar unsere Abwehr. So, jetzt aber weg da hinten. Also, man sieht schon, die druckern extrem auf unser Tor. Die wollen unbedingt den Ausgleich. Das heißt, wir müssen unbedingt nachlegen. Ja, knapps abseits. Dembaba. Ja, dann hat er irgendwie in die Fresse geschossen. Keine Ahnung, wie er das so gestellt hat. Also Gutierrez ist nicht der beste Dribbler auf der Seite. Aber Ben Arfa ist besser auf seiner Seite und macht es 2-0. Ja, jetzt schaut natürlich schon besser aus. Ich denke mal, es war verdient. Lang haben wir verteidigt und dahin gearbeitet. Und da hat er völlig nur Platz, dass er sich den Ball zurechtlegt. Und mit links wieder abzieht. Ja, somit führen wir 2-0. Also Everton, langsam wird es eng für euch.
64. Minute. Aber wir dürfen natürlich nicht nachlassen. So, 2 Tore sind schnell geschossen. Und da war schon wieder der Fellaini. Oder Velani. Oder wie auch immer der Typ heißen mag. Es ist ein Belgier. Dabei auf Destro. Ja, Dembaba verliert ihn. Und Gibson. Ich glaube, der hat einmal bei Manchester United gespielt. Wenn ich mich nicht täusche. Hibbert, Okocha. Rabiat dazwischen gegangen, aber er hat ihn schon wieder. Vorsicht, ja. Und kein Mensch haut nach hinten weg. Und somit steht nur 2-1. Ja, ich glaube, das eine Tor haben sie sich schon verdient. Weil sie lang darauf hingearbeitet haben. Gut, der Torwart hat ihn abgewehrt. Aber dann ist keiner von den Verteidigern da, der ihn weghaut. Und somit steht es jetzt nur noch 2-1. Es wird nochmal knapp. Also ich habe gerade gesagt, 2 Tore sind schnell geschossen. Und jetzt brauchen nur noch 1. Und ich traue mir schon gar nicht mehr 4, weil ich Angst habe, am Ball zu verlieren. Dembaba. Und Oscar. Der Brasilianer. 3-1 jetzt wieder. Das war die schnelle Antwort auf das Gegentor. Erleichterung beim Trainer. Ja, klasse gemacht. Und jetzt sind wir natürlich gleich wieder etwas sicherer da. Ist es vielleicht schon die Entscheidung? 80. Minuten. Kann natürlich schon die Fahrkarten sein für das Halbfinale. Aber vorbei ist wie immer erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und bis dahin kann noch viel passieren. Da ist nämlich der nächste Gegentreffer. Gibson. Wieder mal schlecht verteidigt. Wobei, dann ist vorbeigerätscht. Und der Torwart hat auch nicht viel machen können. Ja, somit steht es nur 3:2. Wir sollten lieber nicht mehr so viel Risiko gehen. Oh weia, jetzt kämen wir uns schon wieder. Und das war Glück, dass wir ihn erwischt haben. Glück gehabt. Den, wenn er erwischt hätte, dann wird es vielleicht ausgewinnen. Und jetzt stehen sie überall. Also die belagern uns jetzt ganz schön davon. Das heißt, die möchten unbedingt den Ausgleich. Und wir müssen das verhindern. Eine Minute Nachspielzeit.
Taktisches Foulspiel. Santon gibt die gelbe Karten. Also Leute, es wird richtig spannend und ganz knapp. Jetzt wenn der den perfekt irgendwie reinhaut und die ein Tor schießen. Na, macht er nicht mehr und jetzt pfeift er ab. Und wir sind im Halbfinale mit Dusel, mit Feld Dusel. Sind wir weitergekommen. Aber Fakt ist, wir haben 3 Tore und die nur 2. Und deswegen kommen wir weiter. So, und als nächstes treffen wir dann im Halbfinale auf Manchester City. Und auf der anderen Seite ist Chelsea und Hotspurs noch dabei. Also es wird richtig hart noch im FA Cup. Ach, jetzt spielen wir schon wieder gegen Manchester. Okay. Ja, Ronaldo ist verletzt. Und wir haben neue Schuhe gekriegt.